Tales of Berseria. Hier beim empirischen Thron, äußerer Garten, zentraler Bereich, sehr schön. Und ja, es wird heikel, sagt der Michael, wie üblich, aber trotzdem, ich glaube, der Kampf gegen Artorius, wenn es echt schon dazu kommt, das wird garantiert nicht einfach werden. Vor allem, wir sind jetzt bald Level 18, bloß kann man sagen. Da muss noch mehr kommen, kann nicht sein, dass da mit Level 18 schon alles war. Niemals im Leben. Abgesehen davon, wie gesagt, ich bezweifle, dass wir eine Chance gegen Artorius hätten. Und daher, ja, haben wir den Bereich hier oben ein bisschen abchecken. Sehr schön. Lalala. Ja, komm nur, komm nur, komm nur. Here I come, genau. Ups. Da kommt gerade einiges auf uns zu, Mann. Das finde ich nicht so geil. War doch schon Wasser. Da war's Wasser. Ich habe immer noch nur 2 Seelenketten und wie scheiße. Was? Wir haben keine Laphise drin lassen. Da stand Wien, ja. Laphise bleibt drin und Avokuro. Scheiße, das ist der Quatsch. Wie lange das hier machen? So. Du kannst da powern, aber du kannst dich nicht verstecken. Und das war's. Tja, so schnell kann's gehen, Freunde. Dann mal gucken. Was verbirgt sich wohl noch auf dieser Seite? Ich bin gespannt. Wir können auch gespannt sein. Eine Alpha-Wand, sehr schön. Die Musik, die lädt so richtig ein, um da voll hoch zu stürmen und so von wegen Artorius, du Mistkerl. Aber nee, ich bin nicht doof. Obwohl, warte mal, vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Hä? Wollt ihr nicht oder was? Wollte gerade sagen. Ah, wollte eigentlich alle miteinander anlocken. Also. Aua, aua. Ich hau drauf, weil ich's kann und der ist auch wieder down. Trotzdem geht relativ schnell, es bringt viele Erfahrungspunkte und wir haben hier sowieso noch einige von diesen Keilern, wie auch immer ich die benennen soll. Ja, natürlich eindeutig Erdmalakim, gar keine Frage. Tschüss. Schon wieder. Ah, schön von hinten. Geht langsam echt schnell, wa? Gäste, sie hat keine Chance. So, nächster Down. Und der natürlich auch noch. Naja, bringt schon was, aber jetzt nicht so viel, wie ich es gerne gehabt hätte. So, den Vorschwächen, das können die anderen draufhauen. Oder Artefarmen, oder hast du nicht gesehen? Racing reinschicken, ne? I unleashed all my power. Maybe I overdid it. All of his power. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal von hinten nach vorne durch. Damit wir auch möglichst nichts verpassen, zum Beispiel hier diese Camille. Ne, was halt bei.
Ja, hätte sein können. Sieht alles gleich aus. Oh, Servus. Wow, das macht der Schaden. Und da ist er betäubt. Und jetzt ist er down. Und ich habe wieder... Naja, genug dafür aber schon. Und eine Fähigkeit einfach voll die Sinnkette ignoriert. Ah, oder 4 voll, okay. Ja, trotzdem, wie gesagt, wir sind kurz. Zumindest sieht es aus, wenn wir kurz vor dem Kampf gegen Artorius... Was? Das gerade? Aha. Kurz am Kampf gegen Artorius und da will ich ungern meine mystische Arte verschwenden. Deswegen, wenn es geht, dann noch ein bisschen voll powern und so. Und dann auf Maximum sind, obwohl ich glaube... ach nee, stimmt ja. Also gerade das Laphicet ja auch schon mystische Arte hat, aber da habe ich mich auch vor einigen Folgen ein bisschen geirrt. Leider. Kann mal passieren. Und sonst nichts mehr. Okay, a little bit enttäuschend. Ach, nicht so eins. Auf der anderen Seite war es ja im Prinzip umgekehrt. Da war die Leiter, die zu hoch war ein Stück weiter vorne. Jetzt muss mal gucken. Wo ist hier eine Leiter? Nee. Was die soll hier sein? Hä? Kratz, kratz. Also, ist bloß auf der Seite. Entschuldigung. Hab ich mich leicht vertan. Kann ein bisschen passieren. Meine Güte. Kletter, 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 kletter. So. Ich würde sagen, sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Das ist eine richtige Anhöhe hier. Ein bisschen grün. Ja, auch der Hirte braucht ein bisschen grün ab und zu. Nicht wahr, nicht wahr? Archidon relativ viel bei Acen aus. Der kann gerade nicht. Was zum... Der wird bald aufgefüllt. Ich muss gerade ein bisschen gucken. Oh, und schon ist soweit. Gut Glück gehabt. Da hatte Acen plötzlich alle 3 voll. Für die Seelenkette natürlich schon cool ist, gar keine Frage, aber eben nicht, dass es die automatisch einsetzt. Also jetzt in dem Fall mal zumindest nicht. Switch mal hier rüber. Das ist nicht so ab wie gedacht. Okay, interessant. Laphicet Seelenkette auch interessant. Ich meine, er hat gar keine mystische Art, noch nicht. Aber wofür sitzen die überhaupt ein? Ey, Seelenkette. Magische Anzeige, so. Seelenkette ist was anderes. Level up für 2 von uns. Der Rest kommt natürlich auch noch. So. 3 Stück fehlen. Da kriegen wir sich noch hin. Zur Not, wenn wir wieder kurz das Gebiet verlassen, wieder reingehen. Ihr kennt's ja. Die hatten nichts Besonderes. War schwächer eigentlich alles Wasser. Kann ja das Team so ruhig eigentlich drin lassen. Essen reinbringen wäre eine Option, will ich aber gerade nicht. Ich weiß, ich kann nicht starten und so weiter spammen. Da sinkt meine Lebensanzeige dahin. Fluffy, können Sie bitte mal ein bisschen heilen? Wäre mal ganz froh drum. Ein bisschen mehr kann anschaden. Also, ist ja nicht angegriffen, wa? Armer Laphicet. Danke, Laffy. Geht so.
Die unglaubliche Miss Magilu lädt zum Tanz ein. Was auch sonst. I'll end this quickly. Ich mache alle platt. Lalalala. Natürlich ein kleines Problem, weil jetzt, ja, Victory is ours. Roku will noch 1, 2 Kämpfe. Roku hat bereits über 3 voll für die mystische Arte. Also ich es so eigentlich nicht will, dass die bereits spawnt, aber okay, ja, mal gucken. Zuerst muss das zweite Siegel fallen. Das Siegel muss weg. Bin vor allem auf Artorius Malakim gespannt, weil da muss, wie gesagt, Hirte und so wie gewohnt. How is it now, Aizen? I feel like whatever you did caused some sort of change. Let's just pray they can't change it back anytime soon. I'll pass on the praying. I've come here to make a mess of this temple, remember? Ooh, you've got spunk. I like that. As long as you know what you're doing then. Das würde ich lieber nicht tun, weil den Tempel brauchen wir insistieren noch. Ja, mittlerweile aber die Bestätigung, Freunde, es ist echt wie bereits vermutet, man kann es im Prinzip nochmal kurz an das Spiel einlegen. Es ist echt der Tempel aus Testיר, den wir am Schluss gesehen haben, sprich der mit Hautelus und wo im Prinzip ja Mikleo geopfert wurde, oder da ein paar Jahre früher und so. Wegen Heldalf, so ist der Typ da, der zum Herr des Unheils anschließen wurde. Und quasi vom Hirten verflucht wurde. Das ist eigentlich ähnlich, also wenn man annimmt, dass Velvet halt der Herr des Unheils ist, hat es gewisse Ähnlichkeiten. Wegen Verfluchen und so, versteht ihr? Aber da täuscht mich ja auch um dieses irgendwie etwas, was ihr die Dämonenkralle gab, ist eigentlich der Herr des Unheils. Mist! Das wollte ich eigentlich nicht. Vielleicht hätte es ändern können, noch manuell, aber... Hä? Wo kommt der bitte her? Warum? Einfach so ein fataler Gegner. Ah, ich jetzt mal die hier platt. Jo, das könnte glaube ich noch ein bisschen. Ich glaube, das wird gleich übel. Dankeschön! Mann, ich will erstmal meine Dinge einsetzen. Hallo, ich hab genug für die mystische Art, ja, dankeschön. Fatale Gegner, ist ja das plötzlich? Aha, bringt so gar nichts. Natürlich sehe ich, dass er ersetzt. Leute, ich glaube, das können wir alle ein bisschen vergessen. Wir müssen erstmal auf den Fetten los. Schwäche nur Feuer. Da ist eigentlich alles perfekt. Ist auf Magilu. Ganz genau. Natürlich kann ich. Wieso kann ich ihm nur einen davon auswechseln? Schnell, ich brauch die! Dankeschön! Damit auch mal. Oh, das ist einfach nicht zum Glauben, ey. Wie stark sind die bitte? I can't die.
Das ist einfach nicht zu fassen. How did anyone like me? Dass es meine mystischen Arte war. Die ich irgendwie hätte einsetzen können, wenn es nicht irgendwie immer noch gewesen wäre, aber natürlich nicht ist. Ich kann mal genug nicht austauschen. Das ist jetzt echt nur nicht, weil irgendwie, naja, sie down ist, oder geht's generell nicht? Mann, diese scheiß Wildschwein kann nichts gegen die machen. Mhm. Ja, sorry, bin gerade mit den Gedanken ein bisschen woanders. Das war eigentlich sogar ein bisschen gewollt, weil es müssen relativ schnell zurückkehren mit vollen Punkten und so weiter und so fort. Ja klar, kommen wir auf die Punkte hier, die ich nicht brauche. Muss kurz aufpassen, weil wenn natürlich jetzt da irgendwie einer down geht und ihn dann nicht austauschen kann. Was war das bitte schön? Woher kam der Arsch? Was war das? Da hat mal so ein fataler Gegner auf. Ist klar, ich glaub's auch. Boah, erstmal ein bisschen erholen hier. Der Spengel sagt sich, nö, keine Erholung. Wie sagst du, keine Erholung. Also meine Sehnenketten hin. Hier. Da fangen wir die Gegner hier stärker geworden. Nee, täusch bloß. Meine mystische Arte, alle Punkte sind wieder weg. So, jetzt können wir eigentlich gerade aus dem Weg gehen. Wir haben ja genug gefightet. Scheiß, die Wand voll. Könnte mal so ein fataler Gegner. Wäre beinahe fatal geworden. Vor allem, bis ich mal geschnallt habe. Oh, darfst du nicht angreifen, Michael. Ja, Mann. Muss auch mir erst mal einer sagen. Die anderen mit unendlich Carp sehen eigentlich wie die Schwächsten aus, oder? War total der Beschiss. Egal. Wir haben es geschafft, Freunde. Der empirische Thron. Mhm. Was für ein Kackort, ey. Immerhin 2 Siegel noch gebrochen. Aber immerhin ein bisschen was im Park geschafft, nicht wahr? So, jetzt abspeichern, dann hoch da. Denn ich glaube immer noch... Gut, kann ich sagen, dass Artorius quasi uns noch seine Mitstreiter präsentiert, oder? Die man im Prinzip aus dem Intro kennt, was ich jetzt extra nicht gezeigt habe wegen Spoilergefahr. Das mal gerne noch erwähnen und ja, dann aber sagt, tschüss Mann, uns vernichtet, tschüss. Ich meine, hätte durchaus was für sich. Andererseits, einigermaßen spannenden Kampf so in Sestiria hätte ich eigentlich doch noch gerne. Aber wenn es klar ist, das kann eigentlich das bereits gewinnen. Oh, kann schon hoch. Ja, coole Abkürzung. Wäre so ein bisschen lang gewesen. Wo was auch das kann noch werden. Ach du Scheiße, das ist eine hohe Treppe. Ja, das ist eindeutig der gleiche Ort. Gut, vielleicht ein bisschen verändert noch, oder hier und da ein paar Treppen mehr oder weniger, aber es ist der gleiche Tempel. Ja, den haben sie extra gebaut. Respekt für den Durchhaltewillen. Fahren wir erstmal ein paar Punkte.
Obwohl, wie gesagt, ich bezweifle immer, dass man für alle Cuts-Dinger irgendwie was bekommt. Das wird wohl einfach nur, ja, im Sinne von Just for Fun für die ganzen Deko-Elemente sein. Oh, jetzt kriegt er eben noch eine Waffe. Das ist ein schlechtes Zeichen. War eine gute Waffe, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Nein! Spiel! What are you doing with me? With us? KP-Senke ist immer eine scheiß Idee, wir brauchen die KP. Da habe ich viele Bernsteinstiefel gefunden. Ernsthaft jetzt? Gut, ich meine, der Rest. Die Waffen mal ganz kurz noch gucken, ob wir da irgendwas Besseres hätten, aber denkst eher weniger, sondern nach Upgrading gehen. Nö, kein Bock mehr drauf, weil sie einmal ein bisschen Story haben. Story! Story! Ich brauche ein bisschen Story! Hier war auch schon, wa? Was haben wir hier? Auch schon. Natürlich überall hier auf der Treppe verteilen. Velvet, what is Artorias' method of fighting? He wields a long sword in his left hand, and he once had a Moloch named Ceres who used fire. But I killed her. And since then, he's tethered a new Moloch called Innominat to use in her place? As far as I know, yes. But I can't imagine a new Moloch will work with him as well as Ceres did. Must be pleasant to always assume the best. If I'm wrong, that's where all of you come in. The four of you will strain his tether to the Moloch. Then I'll chew through it, at which point Artorias becomes nothing more than a simple human. But how will you get close to him in the first place? I'll use Laphicet's arts. He will cut me. He will burn me. And I will keep charging forward. Your job is to keep healing me so that I can stay on my feet. A sacrificial assault, then. Oh, it's not a bad plan. There's a good chance you'll catch him off guard. If you don't immediately die. But Velvet, you'll... That's an order. All right. So in the end, you're still just a tool to her. Bet that hurts. Oh je, das könnte sich auch noch übel rächen, Freunde. Aber sowas von. So, wenn noch irgendwas drin ist, werden wir in der nächsten Folge noch begutachten. Dann haben wir Speicherpunkt und so weiter. Ja, wir dann doch erst da drin losgehen. War wir schon mal da drin? Ja, logisch war, aber der Tempel sah mal ein bisschen anders aus. Vor allem Cestiria war ja alles eine schwebende Insel. Wir erinnern uns. Das war ja eigentlich das Werk von Hildal, von Nautilus. Egal. Noch kurz Gespräch zum Schluss, aber ich meine nicht. Miss Magilu, does that demon Velvet really mean to kill Shepherd Artorias? What is she thinking? I can't say. Perhaps she's not thinking at all. No, she said something about him killing someone. She said it during his speech, right? I heard her too. She has some feud with Artorias. Her hate for him flows deep. I wonder what her connection to Lord Artorias is. Don't call him Lord. Trust me. What? You'll understand when the time comes. If she's still alive to face Artorias, that is. Precisely. The fires of her hatred are all-consuming. Who will they burn in the end? It's a dangerous path we walk, but a debt is a debt. Come along, Laphicet. Okay. Tja, wenn wir Pech haben, werden wir brennen, aber ist ja nichts, ist ja kein Problem. Gut, Expedition, ich schick's mal ganz kurz los. Hä? Bereits 30 Minuten aufgenommen, oder was? I knew this would be big. What a treasure! Natürlich, Yggdrasil. Ja, warum nicht noch mehr Anspielungen auf Symphonia bringen? Wir haben nicht schon genug. Gut, ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem. Wir waren schon wieder mit der Göttin Martell und dem Dämonenkönig Donau, nicht Donau. Danaeon oder Dingsbums, keine Ahnung, irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Daos, genau, Dämonenkönig Daos, aber egal. Freunde, wenn ihr mal Dank fürs Zusehen, nächste Part also.
schätze ich mal, großes Story-Event, Finale. Ne, sicher nicht, aber vermutlich mal Zwischenstory-Finale. Und ich hatte das Gefühl, als das Velvet ziemlich auf die Mütze kriegt. Aber sowas von. Sei es jetzt körperlich oder psychisch oder sogar beides. Wir werden es erleben in der nächsten, hoffentlich spannenden Episode bei Tales of Berseria. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.